So hat sie es am liebsten. Fliegen wie ein Vogel über ihrem neuen Revier in den Allgäuer Bergen. Daniela Tritscher hat einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend in Alaska verbracht, wo die Eltern eine Fishing Lodge betrieben haben. Jetzt ist sie Rangerin im Allgäu und für diesen Flecken Erde mitverantwortlich. Die Kartierung eines Auerhuhngebiets steht auf dem Programm. Es ist ruhiger geworden jetzt im Herbst. Ich finde es schön. Man hat alle Zeit, die man selber braucht, kann sich das anschauen, was einen interessiert. Und es ist einfach nur man selber und die Landschaft rundherum. Um den Bestand der streng geschützten Auerhühner zu erforschen, läuft sie bestimmte Punkte in einem festgelegten Raster im Bergwald ab. Mittels GPS ermittelt sie genau ihren Standort. Jetzt schaue ich hier mal, ob ich irgendwas sehen kann. Dann sucht sie in einem 10-Meter-Radius nach Lebenszeichen. Da, die Spuren eines weiblichen Tiers. Auerhuhndosung. Super, also die war auch eine Weile hier. Man hat, was waren es jetzt, 6, 7 Losungswalzen liegen da rum. Also die hat da an der Stelle einige Zeit verbracht. Es wirkt vertraut. Dabei ist sie hier zum ersten Mal auf Spurensuche. Sie hat ein untrügliches Gespür für Wildnis. Und einen geübten Blick. Ja, ich finde es einfach immer super, wenn man irgendwie Spuren von Tieren sehen kann und dann so ein bisschen guckt, was hat das Tier da gemacht. Und man kann es lesen wie ein Buch. Also ja, schon spannend. Wieso ist es jetzt so, dass es genau hier ist? Und frage ich mich jetzt natürlich auch, warum saß der Vogel hier? Und das ist... Oh! Boah, der schillert richtig, die ist ja richtig schön. Bestimmt finde ich noch mal was. Ja, oh, tatsächlich. Ja. Das ist noch mal so eine. Woher wusstest du das? Ja, die ist genauso super. Ja, wunderschön. Boah. Eine Kollegin von mir hat mich in Alaska mal als Forest Fairy bezeichnet. Also als Fee des Waldes, weil ich halt einfach so über die Baumstämme drüber hupf und durch das Gelände durchgehe, als wenn da jetzt nicht viel im Weg liegen würde. Geschickt nutzt die Rangerin Wildwechsel und Konturen im unwegsamen Gelände. Obwohl sich keins der Tiere zeigt, gewinnt sie ein lebendiges Bild. Schaut genauso aus, Auerhenne. Dann ist das Brustgefieder so richtig schön rost-orange-rot. Wie zufrieden bist du mit dem Tag? Eigentlich echt super zufrieden. Also normal hat man nicht so viele Funde. Das war jetzt schon erstaunlich, vor allem weil der Lebensraum auch nicht so perfekt aussah. Aber ja, manchmal sind die Tiere halt auch an Orten, wo man sie nicht erwartet. Kostbare Refugien, die allerdings nie sicher sind. Die Gefahr ist eigentlich tatsächlich die wachsende Bevölkerung. Also wir drängen immer weiter rein. Tourismus wird immer stärker. Die Leute sind dann auch abseits der Wege unterwegs. Und ja, die Lebensräume werden immer noch mehr zerschnitten. Wochen später. Der erste Schnee liegt in den Allgäuer Hochalpen. Heute ist Daniela Tritscher mit dem Gleitschirm unterwegs. Bei ihrem nächsten Projekt will sie untersuchen, wie Wildtiere womöglich aus der Luft gestört werden. Es gab mal eine Zeit, da wollte ich Wolfsforscher werden. Und weil ich es einfach faszinierend fand, wie die abends mal geheult haben
Und das einfach nur so flüchtige Tiere waren auch so total schnell weg und die Spuren total riesig. Also einfach faszinierende Tiere. Ja, und dann wollte ich mal Fischezähler werden, weil es mir ganz wichtig war, dass halt immer genügend Fische in dem Fluss schwimmen. Schon als Kind wollte sie die Natur verstehen. An der Yukon-Mündung in Alaska und in der Tundra Russlands hat Daniela Tritscher geforscht und ist Biologin geworden. In der alpinen Tundra des Allgäus findet sie ebenfalls ein geeignetes Forschungsgebiet vor und untersucht den Lebensraum zunächst von unten. Wir möchten hier herausfinden, welche Störung was bei den Tieren bewirkt. Weil darüber ist jetzt bisher sehr, sehr wenig bekannt. Und es ist aber eine Frage, die sehr heiß diskutiert wird und man dringend eine Datengrundlage braucht. Durch die Beobachtungen am Boden und Flüge mit dem Gleitschirm wollen die Ranger herausfinden, wie die Tiere mit den menschlichen Einflüssen umgehen. Je mehr sie wissen, desto besser können Bergtourismus und Naturschutz in Einklang gebracht werden. Gleitschirmflieger und andere Objekte, aber auch in der Luft wie Helikopter oder Drachenflieger, Drohnen gehören da auch dazu. Die haben natürlich eine Wirkung auf die Tiere hier unten, weil die eventuell mit einem Luftfeind wie dem Steinadler verwechselt werden können. Und wo mein Teil halt dann auch liegen wird, ist, wenn ich selber in Gebieten unterwegs bin mit dem Gleitschirm und fliege, dass ich meine Route aufzeichne und dann exakte GPS-Positionen habe und dann beobachte am Boden. Dann mit meinem Track die jeweilige Reaktion vom Tier nachvollziehen können und es dann wirklich auf ein einzelnes Störereignis zurückgeführt werden kann. In das Vorhaben bringt sie die Erfahrungen ein, die sie gesammelt hat. Ja, das ist so mein Aufzeichnungsbuch, das ich auch in Russland mit dabei hatte, bei der Masterarbeit zu den Eisenten. Ja, das war dann aus Langeweile. Ich glaube, das ist mein Flugticket, ehrlich gesagt. Ja, das ist mein Flugticket. Und da habe ich dann auf der Rückseite einfach die häufigsten Arten, mit denen ich zu tun habe, wo ich die Nester gefunden habe, die habe ich aufgezeichnet. Angefangen hat die Begeisterung, als sie mit den Eltern in Alaska gelebt hat. Ja, das war sozusagen mein erstes Haustier. Da hat es eine Möwe angespült und die haben wir dann großgezogen. Eine kleine Hand mit einer großen Wolfsspur. Aber von der Größe her, Timberwölfe sind schon, also da kommt schon sowas zusammen. Aber die Bären sind halt dann noch mal größer. Und nie Angst gehabt vor den Wölfen? Nö, vor den Wölfen nicht. Das waren eigentlich eher höchstens mal Einzelgänger, also wir hatten da jetzt nicht richtig viele. Es war eher so ein bärenverseuchtes Gebiet, durch den Fischreichtum halt bedingt. So schaut es dann aus, wenn ich da mit meiner Antenne unterwegs bin und nach den besenderten Tieren suche. Da vermesse ich gerade eine Eisente, Weibchen ist es, die ich auch besendert habe. Ich friere mir regelmäßig sämtliche Füße und Finger ab, aber bisher ist alles wiedergekommen und trotzdem? Ja, ich liebe es einfach. Also ich friere mir lieber mal meine Finger ab, als dass ich irgendwie ins Schwitzen komme, irgendwo in der Wüste. Das wäre jetzt nichts für mich. Schaut ziemlich einsam und menschenleer aus. Ja, das war auch menschenleer. Also da gibt es keine Menschen. Punkt. Da waren wir die Einzigsten weit und breit. Sowas gefällt dir? Ja, irgendwie hat es schon was, einfach auf sich allein gestellt zu sein und nur so diese pure Natur um sich rum zu haben, dass man auch mal merkt, was das alles für einen Wert hat, wie die Zusammenhänge sind und dass wir ohne eigentlich nicht könnten.
und dass wir aber sonst auch relativ verloren wären, wenn wir gar nicht mehr den Bezug dazu haben. Also es ist einfach diese große Wertschätzung der Schöpfung gegenüber. Hat man hier eigentlich eher nicht. Also es ist alles so menschenbeeinflusst in Europa, dass man gar nicht mehr dieses Gefühl für dieses große, ganze Ursprüngliche hat. Daniela Tritscher will dazu beitragen, dass dieses Naturgefühl auch in den Bayerischen Alpen erhalten bleibt. Und dazu noch genauer erforschen, wie wir uns verhalten sollten, damit den Wildtieren ihr Platz nicht genommen wird. Und das tut sie am liebsten aus der Vogelperspektive. Beim Gleitschirmfliegen, das ist eigentlich einfach dieses Gefühl, wie ein Vogel fliegen zu können. Auf diese Weise kann sie das ihr anvertraute Gebiet überblicken und so mehr über das Verhalten der Wildtiere in ihrem Lebensraumgebirge erfahren.